ich fühl mich gut. Es ist Samstagmorgen. Wir sind schon früh unterwegs wieder. Also wobei, heute habe ich einfach ausschlafen. Bis um 20 ab 7 bin ich liegen geblieben heute Morgen. Also geschlafen bis um 20 ab 7. Herrlicher Moment. Jetzt bin ich ohne Mikrofon. Merkt man einen grossen Unterschied beim Ton. Auf jeden Fall, Bonnie und ich, wir sind jetzt gerade einer von diesen Strecken, wo es am meisten Hündler hat, am Rotten entlang. Und Bonnie, hey, ich kann einfach sagen, Samstagmorgen, Bonnie hat es so gut gemacht heute. So gut gemacht. Sie ist an mehrere Hunde vorbeigelaufen, ohne Leine und ohne Theater. Und wer Bonnie bisher kennt hat, sie weiss, aber macht Bonnie riesen Fortschritt. Wir geben uns beide mehr zum Lernen und besser anschauen. Sonne kommt gerade als Belohnung. So schön, Sonne, so schön. Und wie heute im heutigen Morgenvideo, im Morgensprüchli, kommt die Sonne wieder rum. Oh, weiss ich, habe ich gewonnen. Oh, egal, wo ich gerade stehe. Es ist alles ein Teil von Gottes Plan. So schön ist die Sonne. Oh, danke vielmals, um immer wieder bestätigen. Was ich will, ich kann. Was ich kann, Ich kann. ich weiß. So, Was jetzt ich weiß. in der Straße probiere ich es natürlich mit Mikrofon. Ja, eben. Ich bin jetzt wirklich mega Genuss. Es ist ein mega Genuss, ohne Telefon unterwegs zu sein. Und ich war jetzt gerade in Brick, ein bisschen Tees und so holen. Weil nicht nur bin ich aufs Telefon probieren und verzichten, ich probiere jetzt zukünftig auch auf Sirup und Zucker zu verzichten, so fest es geht. Also sicher manchmal brutal reduzieren, weil wie ihr ja seht, in meinen Zähnen ist ja auch nicht so super. Dafür habe ich auch noch können müssen, den David vom Schmelihof gesehen und ein bisschen Boxhornklee Käse kaufen, weil ich finde, der Boxhornklee vom Schmelihof, das Mutscheli, finde ich den gut. Oh, finde ich den gut. Und ja, plus habe ich müssen, ja, ein neues Abo haben für die Überwachungskameras. Mein Leben ist nicht günstig. Ui. Aber es sind Sachen, die sein müssen. Dafür laufe ich, wenn ihr merkt, hin und her und Bonnie ist am Leben und trainieren. Ich habe jetzt noch schnell kurz Zuckerpuppe vorbei, herrlich. Ich muss auf jeden Fall sagen, es fühlt sich gut an. Und die Sonne im Gesicht, ist besser als jedes Gedicht. Hey, kommt sie wieder habe ich wieder gewonnen. Ich weiß es, es ist am Gewinnen. Ich bin am Wertschätzung gewinnen fürs Leben. Und ich bin am Wachsen. Ich gehe meinen Weg, doch sie mich lenkt ohne sie. Wäre ja das Leben einfach schwer. Stellt euch vor, es hätte die ganze Zeit Wolken. Wir hätten keine Sonne. Ich will nicht mehr wachsen. Hey, das ist ja so. Ja, meine lieben Leute. Schön, können wir immer wieder schauen. Ich Dass weiß. ich besonders bin. Es ist, wie es ist und doch ganz anders. So, jetzt das Thema vom Tag ist heute eben der Weg, auf dem Weg sein und dass es immer wieder Ausreden gibt. Also wenn ich sage Thema vom Tag, so wie die Videos aufladen. Und ich habe auch heute eben wieder nochmal ein Politikvideo aufgeladen. Könnt ihr alles schauen in den Shorts, bis sogar vorgehen schauen. Ja, weil geht es eben um Ausreden auf dem Weg. Jeder hat irgendeine Ausrede, wieso er dies und das und nicht kann oder noch nicht dort ist und überhaupt. Ja. Gut und recht.
Die Ausreden, die sollen gelten. Aber wenn du dich von der Ausrede aufhalten lässt, dann musst du nicht motzen, wenn es nicht so ist, wie es sein will. Und dann anders ist, als es ist. Oder so. Verstehst du? Es wäre ja das Gleiche. Ich würde motzen, dass mein Boden dreckig ist. Weil ich immer eine Ausrede suche, um etwas anderes zu machen. Wie Videos aufladen, während der Pause machen. Oder wie jetzt zu den Chef füttern und meine Nachbarn besuchen in der Waldflur oben. Weil ich hätte mal etwas anderes gesehen. Es hat Kängurus. Ich kann jetzt Kängurus besuchen. Weil wo die Kängurus gehören, mit dem bin ich immer wie mehr am Schreiben und am Schwätzen. Und ja, irgendwie ist es spannend. Ich mag ihn. Ich mag seine Art. Ich finde es noch lustig. Klar, ich erwarte auch nicht, dass irgendjemand rauskommt über meinen Weg. Aber ja, es ist spannend, es ist konstruktiv. Auch wenn er mir sagt, Kritik und wenn er mir sagt, oh, dies und das und so. Das ist konstruktiv, weil er ist einer zum Beispiel. Der Kängurus. Ich meine, stell dir mal das vor. Das ist ein Bauer mit Kängurus. Also ist nicht ein Vollzeitbauer. Der muss noch Nachtschicht arbeiten und Schichten arbeiten. Bin aber nicht ganz sicher, wo. Da habe ich noch nicht zu durchgesehen. Weil es interessiert ihn mehr, was ich mache, als dass er selber preisgeben. Alles gut und recht. Sehr sympathisch. Aber eben, was mir gefällt an seiner Art, ist, er erklärt mir auch, wieso er mir gegenüber kritisch ist. Aber lädt sich darauf ein, auf meine Argumente, wieso ich das so mache. Und er ist offen dafür. Auf jeden Fall, eben, suchst du seine Kängurus, die wir nachher besuchen zusammen. Das zeige ich euch ganz sicher. Ganz am Anfang, als er gekommen ist mit seinen Kängurus, hat man ihm einen Stein weglegen, wie verrückt, und dagegen kämpfen. Und man hat ihm gesagt, 2007 spätestens sind die alle wieder weg. Jetzt ist 2025, November, Ende November, und ich kann sie besuchen. Er ist einfach, darum höre ich gerne zu. Er ist so einer, der es gemacht hat, der es erlebt hat. Sozusagen ein Pionier. Und von Pionieren lasse ich mich gerne etwas sagen. Aber für Leute, die immer noch am gleichen Ort sind, wie wo ich sie kennengelernt habe, oder nicht weiterkommen, weil sie einfach nicht hören. Weil eben der Känguru-Mann, der hört mir zu und lernt auch von mir. Weißt du, es ist ein Austausch. So eine Art Ping-Pongler. Und ich überrasche ihn immer wieder und er sagt immer wieder, wie er mich überrascht. Und weißt du, es entsteht eine Freundschaft daraus. Vielleicht. Wer weiß, was es ist oder nicht ist. Es ist eigentlich auch gleich, weil es ist kreativ, es ist konstruktiv und es ist nicht einfach Milbe. Ich habe es dir schon lange gesagt. Ja, ich weiss. Und darum probiere ich das zu machen, was ich kann. Aber selber, ja, eben. Du, darum, jeder seinen Weg. Und wenn du zu fest, und wenn man sich zu fest auf andere Leute ihren Weg konzentrieren. Also das muss ich mir auch immer wieder sagen. Wenn ich mich immer wieder darauf konzentriere, was andere machen oder sagen, dann kann ich mich nicht auf meine eigenen Wege konzentrieren. Aber eins ist ganz klar. Wenn man die Verantwortung übernimmt, hat man keine Ausrede, dass es der andere war. Sondern man muss für alles selber schuld sein. Aha. Auch wenn das andere ein Arschloch ist, bist du selber schuld, hast dich mit dem abgegeben. Oder immer wieder probiert. Weißt du, was ich meine? Darum gehe ich jetzt weiter. Genug gelabert. Gehen wir die Kängurus anschauen. Aber auf dem Weg gehe ich noch bei den Schöfen vorbei. Weil das muss auch sein. Die freuen sich ja immer wieder auf mich. Ich Heu, mal schauen, wie es mit der Weide geht. Wenn jetzt gerade alle jetzt zufälligerweise mit mir im Stall wären, würde ich es natürlich einsperren.
und weit umstellen, damit ich es nicht morgen machen muss. Ich muss es definitiv machen demnächst. Ja, ich habe keine Ausrede für das. Also, ich habe da mal weiter den Berg drauf. Es ist so schön. Es ist so schön, wo ich wohne. Es ist so schön. Darum probiere ich alles. Und lasse keine Ausreden stehen, zum da bleiben. Hier ist jeder anders. Alle sind gleich, und doch ganz anders. Gut wie es ist, weil jeder besonders ist. Bionic Man. Ich bin, was ich bin. Ich bin. Also, ich könnte jetzt entweder da durch, aber gesehen, da unten hat es noch mehr Schnee. Also, nicht unbedingt, oder? Oder ich könnte da durch und da hat es ja keinen Schnee mehr. Also entscheide ich mich zum da durchgehen. Genau, weil ob ich jetzt da durchgehe zuerst oder da durch, kommt ja nicht drauf an. Aber doch, weil eben da hat es Schnee, also jetzt ist es schwieriger. Also das heisst, ich nehme den Haken, der da unten durchgeht, nehme ich weg, mache da den Schlauch von da. Von da mache ich den Schlauch so durch, wo der Weg ist, so durch, und dann mache ich da hinten die Weide. Verstehen Sie, wie ich meine? So ist meine Überlegung. So, jetzt habe ich überall aufgestellt und kann jetzt einfach noch zurück zum Stall laufen, fortlaufen, Pfosten einstecken. Genau. Irgendwo aber habe ich mein Mikrofon verloren. Scheiße. Das heisst, beim Haken zusammennehmen, das Gute ist eben, es muss am Haken irgendwo sein, weil ich bin ja nur immer am Haken am Arbeiten gewesen. Das heisst, ich muss das irgendwo beim Haken zusammennehmen, muss ich daran denken, dass ich es irgendwo habe und Scheiße, Scheibe. So schade. So schade. Ja, no, aber das finde ich schon wieder. Das finde ich schon wieder. Kann, was ich kann. Ich kann. Ich weiß, Ich weiß. was ich weiß, dass ich besonders bin. Yeah. Es ist wie es ist und doch ganz anders. Jede Schwäche und Stärke gibt Schutz und Mut. Ich bin, wer ich bin. So ist es gut. Gut wie es ist, weil jeder Ich habe doch gesagt, ich finde es wieder. Es war genau da beim Stall, wo ich angefangen habe. Hey, nein, danke vielmals, dass ich es nicht verloren habe. Danke vielmals, dass ich geschützt wird. Danke vielmals. besonders ist. Bionic Man. Ja, da kann ich ja nur sagen. Bionic Man. Ich bin. Was ich bin. Was kann ich noch mal sagen? Da kann ich nur mal sagen, Glück habe ich gehabt. Oder Schwein, oder weißt du was? Ich bin einfach dankbar. Ich bin einfach dankbar. Einfach dankbar für mein Leben. Hey, so schön. So schön. So, es ist jetzt alles umgestellt. Der Chef kann gehen. Wieder. Es ist klar. Lassen wir es raus, oder? Ladies. Viel Spaß. Und Bibi war der Letzte. George, was ist? Ist dumm tun? Hä? George hat noch dumm tun. Jetzt stehen sie eine Reihe, stehen sie da, schauen. Mal schauen, was jetzt hingeht. Sie merken aber gerade schon, habe ich das Gefühl, dass es ein anderer Weg vor ihnen liegt. Ja, also sie gehen sicher davon aus, dass etwas anderes muss sein, wenn ich sie schon eingesperrt habe. Wie doof sind sie ja nicht. Genau. So, schönen Abend zusammen. Ciao, Schäfli, jetzt gehen wir zu den Känguru. Ich bin. Ich kann, Was ich kann. was ich kann. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, Ich weiß. was ich weiß, Yeah. dass ich besonders bin.
Es ist, wie es ist und doch ganz anders. Bin nicht perfekt, doch immer korrekt. Bin so geboren, als Held der Korn. Gut, wie es ist, weil jeder besonders ist. Bionic Man. Jeder ist besonders. Bionic Man. Ich bin, was ich bin. Ich kann, was ich kann. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich weiß, dass ich besonders bin. Ich bin frei geboren und fühl mich gut. Hey zusammen. Yeah, Yeah. jeder ist besonders. Besonders. Ich weiss nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich bin frei. Yeah. Bionic Man. Bionic Man. Hello, boys and girls. Also, da hinten, ich weiss nicht, sehen die das über die Kamera überhaupt? Da, die Kängurus. Hey, so witzig. So herzig. Ich bin jetzt nicht der exotische Tiere muss haben bei mir in Dresden, ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Ich habe lieber klassisch, da bin ich recht konservativ. Aber ist das nicht herzig? Kängurus in Wartflühe. Hey, ich lieb's, ich feiere den Mann. Ich feiere den Mann. Ich weiss jetzt aber nicht, ob er noch wach ist. Weil, ja. Oder schon wieder am Arbeiten. Weiss ich wirklich nicht. Und da ich ja mein Handy nicht mehr dabei habe, die hinten hat es irgendwie noch etwas geleuchtet. Irgendein Stall mit etwas Leuchtungs drin, also Wärmelampe. Boys and girls, I just want you to know something. Something that you must never ever forget. That you, in just being you, is all good. I am who I am. I can do what I So. can. Es ist Sonntagmorgen und ich fange jetzt an. Also da, klar, mache ich jetzt unser neues Morgenritual für Sonntagmorgen. Das heisst Stroh, Heu, Misten, Garette holen und überhaupt. Ich tue ganz bewusst den Strohballen da, weil eben, ich habe es euch letzte Woche schon erklärt, am Schluss sollte der ganze Boden voller Stroh sein. Weil ich will ja froh sein, wenn alles wächst. Und warum? Habe ich meine Morgenvideos schon gemacht. Ich habe Sachen verbrannt. Vor allem Bündnis, die mir nicht mehr gut tun. Und ich habe heute Nacht oder heute Morgen, noch früher, habe ich noch andere Leute blockiert. Ich tue alles. Ab jetzt. Alles, was mir nicht mehr gut tut, tue ich blockieren. Ich tue es analysieren und Freundschaften annullieren. Wenn es nur noch negativ ist oder nicht fürs Grössere dient, dann sehe ich keinen Sinn drin, dass ich meine Energie reinstecke. Ich wünsche allen alles Gute. Ich will nicht, dass irgendjemand sich dort verrecken. Und eben, wenn du mit mir reden willst, ich tue mich nicht verstecken. Du kannst jederzeit kommen. Aber ich bin froh, wenn du nichts Positives hast und nicht aufbauend bist oder daran glaubst und noch besser werden willst, dann bleibst du daheim mit deinen Beschwerden. Ausreden braucht es keine mehr. Gar keine mehr. Weil es ist jetzt Zeit. Es ist soweit. Der letzte Kampf ist da. Und eins ist klar, wir werden gewinnen. Und die Sonne, mit der Sonne haben wir schon immer gewonnen. Darum, ein Teil davon ist jetzt Misten. Und dann tue ich jetzt weitermachen. Hey, und nach dem Misten und nach dem Fühlen und alles, tue ich mir erlauben, ab im Briggenbad, ich tue heute ein bisschen Wellness machen, ich tue mich richtig waschen, weil nach dem Misten erst recht, aber ich tue ein bisschen stinken, muss ich ehrlich sagen. Und ja, wie die Doofen mal gesagt haben, obwohl ich jetzt stinke, sage ich winke, winke und adieu.
Und wenn du mich nicht nimmst, dann ist das halt Pech gewesen. Nein, eben, ich gehe in die Wellness und so. Und das ist jetzt das letzte Video von Sonntag, weil ich will vorwärts machen und ich will es nicht geniessen. Und es sind 3 Stellen, das geht noch ein Titel. Aber auf jeden Fall, ist schön, bist du da. Und morgen gibt es wieder mehr Videos. Tschüss zusammen. So, jetzt mache ich gleich noch ein schnelles Video. Ich brauche schnell eine Pause, bevor ich alles wieder einfülle und wieder den Stroh verteile. Hirn und Esel sind dran. Aber schau, das hier ist von letzter Woche. Das ist von dieser Woche. Und so habe ich jede Woche eine neue. Also ich beende die Woche sozusagen den Sonntag. Beende mit Rausmisten und den ganzen Dreck von der Woche, der zusammenkommt, raus tun. Natürlich aus dem Eselstall tue ich täglich dazu, darum ist da ein bisschen grösser. Aber ich sehe da schon den Unterschied, was eine Woche ausmacht in Kompost drehen und verarbeiten von der Farbe. Weil eigentlich die Zutaten sind genau das Gleiche. Seht ihr den Unterschied in der Farbe? Ja. Und so habe ich Woche für Woche etwa einen Kubik Kompost, den ich überall verteilen kann. Und ja, das ist noch gut. Später im nächsten Schritt wird da unten ein Hühnertraktor und alles einzutun und haben und so. Aber das werdet ihr sehen, das ist ein Grund zum Abonnieren. Ich tue jetzt wirklich immer probieren, euch möglichst viel zu zeigen, das Resultat und so. Aber eben, auf Besuch kommen könnt ihr immer. Und dann gebe ich euch gerne eine Tour und zeige euch mehr. Und es kommt noch mehr, viel, viel mehr. I know what I know, that I am So special. schön. Jetzt sind gerade noch schöne, gute Leute vorbeigelaufen, haben noch ein Schwätzchen gehalten. Einfach ein herrlicher Sonntagnachmittag. Ist ein bisschen schade eben wegen dem Raubbau, aber so ist es. Was hast du noch nicht gesehen? Ja, ich habe im Facebook, das ist etwas, was im Facebook kannst schauen. Das ist etwas, was ich exklusiv im Facebook und an der BLS weitergeschickt habe. Ja, ich komme auch nicht raus. Aber ist gleich. Das ist halt auch ein Teil vom Ganzen. Aber ja, Monsun, kommst du auch? It is how it is, and I'm okay with that. We are different in ways, and that's a fact. We are all human, but very unique. But I know that everyone is special. Nein, das ist Facetrack. Ah, Bionic Man. hey Monsun. I am Oi. who I am. Monsun, willst du ein Selfie? I can do Selfie. what I can. Hey. I know what I know, that I am special. Schaut, was ich jetzt für mich neu entdeckt habe. Ich weiss, jeder Zaun braucht 10 Pfosten. Also, im Durchschnitt. Weil es sind 10 Felder, 10 Pfosten, 50 Meter, 10 Felder, 5. Ja, 10 Pfosten. Und jetzt, anstatt dass ich eine Hand Pfosten trage und die andere Hand den Hag. Ui. Haha. Seht ihr, was ich meine? Ich habe es zusammen in eins. Da brauche ich nur noch eine Hand und mit der anderen kann ich mich in der Luft aufziehen. Wow, so schön kann man dazu lernen. So schön. So, Montagmorgen immer noch, gell? Bin jetzt da bei der Schäfte oben. Ein kleines fieses Trickchen. Irgendjemand hat mir den Stromkasten an den Haken geschoben. Da war natürlich alles leer gewesen. Kurzschluss und überhaupt. Aber es ist gleich. Die Chefs sind schon draußen auf der Weide. Überall verteilt. Und ich habe geschrien, kommt alle in den Stall. Kommt alle in den Stall. Und darum habe ich kein Mikrofon an, weil ich es euch zeigen wollte. Ja, im Stall habe ich Altrog, den Häufen letzte Woche, alles rausgenommen und verteilt auf dem Boden, damit es mehr Einstreu hat. Weil sie steigen ja rein in den Trog, weil sie klein sind. Oder ein bisschen und schießt natürlich rein. Also ist das jetzt, und es ist jetzt alles kehrt, also das, was am Boden ist, können sie immer noch sauber, immer noch essen. Plus ich habe einen frischen Ballen wieder aufgefüllt, damit sie wieder neue Stroh haben.
Sind alle drin, sind alle munter am Essen, der Schnee. Der Schnee liegt, darum sind sie froh, haben sie Heu. Und ich bin jetzt froh. Und sind sie da, weil, seht ihr, Madeleine sieht man am besten natürlich als einzige Wissenschaft. Ich bin jetzt froh, weil das heisst, ich kann jetzt neu zäunen, den Bereich grösser machen, umzäunen. In aller Ruhe. Und ja, weil ich ja daraus gelernt habe letzte Woche, werden sie mir nicht mehr abhauen. Aber eben, sie kommen ja, wenn ich rufe. Kommen alle in den Stall. Ah, klar. Ja, ich bin schon noch gern hier. Ah. Hey, übrigens, umso heller das jetzt der Tag wird, umso schneller bin ich unterwegs. Ich glaube, die Woche kommt sogar der dritte Gang. Wobei, der zweite ist eben schon noch genug im Moment. Schon noch genug. Wenn es rutschig ist auf dem Berg, ist der zweite Gang schon besser. It is how it is, and I'm okay with that. Every weakness can be made a strength. I have the courage of a superhero, and I know that everyone is special. Und eben will ich ja daraus lernen und nichts mehr verlieren. Nicht sie geht ein Luftloch aus und mein Zeug da deponieren. So, ich bin fertig. Der Gang ist viel enger. Und ja, ich bin fertig mit Tricks und Gags, gell? Das ist der Peterli, George, Madeleine, schau mal, all die schönen Schäfli. Der Peterli wird immer zutraulicher. Schau mal, der Peterli lässt sich sogar streicheln in der Zwischenzeit, Peterli. Bist du ein Zutraulicher? Zutraulicher wieder. Peterli ist kastriert, wie der Peterli, ja, ist nicht so stark und schön wie der Leo. Der Leo, aber, gell Leo? Der Leo ist mein Zuchtbock mit der George zusammen. Genau, der Peterli ist kastriert, das ist eine Art Lagerung für mich wieder. Wenn Böckli, wie wenn es bevor sie in die Pubertät kommt, kastrieren, dann werden sie nicht böckeln, sagt man. Und so ist es dann als Lagerung, gute Lagerung. Oder der Thanos, sowieso der sowieso nicht weiter züchtet, der Peterli. Wenn ihr seht, ist eine ganz andere Größe als der Leo. Weil zwar auch kein und ja. Aber eben, ich habe den Leo entschieden, weil der Leo ist der stärkste von allen 3 Lämmern gewesen, Böcklämmer. Und der gesündeste. Und beim Züchten sollte man schon auf Gesundheit schauen. Und der Thanos ist wirklich ein Magelimück. Das war auch der, der im Sand geboren worden ist. Seine Hörner, und er hat immer Probleme gehabt mit Würmern und seine Hörner sind ihm nicht gewachsen, immer noch nicht. Ja, darum war ganz klar, der Thanos war der, der nicht zur Wahl war. Und dann eben beim Leo und Peterli habe ich dann einfach auf Größe entschieden. Weil Wasser sollte ja klein sein, aber ich habe gleich die Größe und die Stärke ausgewählt. Genau so ist es. Stella, habe ich vorhin gesehen, ist immer noch die die Gruppe dort anführen und vorauslaufen. Madeleine ist die Freche, also die einzige Wissenschaft. Und alle anderen, sind einfach herzig. Ich habe mehr. Das Tüpfli ist zweifarbig. Gell, Tüpfli? Hast du ein weißes Köpfli und schwarzer Kopf? Nein, es ist sogar dreifarbig. Und das Tüpfli, ja, das ist. Tüpfli ist. Ja, ich glaube, das Tüpfli ist die Tochter von der Stella. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Müsst wieder mal anschauen. Auf jeden Fall, ja, hey, ich kann jetzt weitermachen, weil, ja, es ist Zeit. Bionic Man. Bionic Man. I am So, I am. ich bin wieder im Tal. Es ist Montag, Vormittag. Ich gehe jetzt Richtung Ischi Shop, weil ich will Hamburger und Pommes essen zum Mittag. Jetzt sagt sich der eine oder der andere, leck, muss der nicht arbeiten, kann der einfach im Tal sein. Ja, also wenn wir ganz ehrlich sind, bin ich am Arbeiten. Ich bin mit der Bonnie am Arbeiten. Sie ist am Lernen, alleine loslaufen, lernen frei zu laufen und frei zu sein und sich zu bewegen. Nicht, dass sie muss mich nicht nur zuschauen, sie darf auch bewegen.
Und vor allem lernt sie mit anderen Hunden umgehen, weil sie ist ja allein da. Gut, das eine. Dann heisst es ja sicher, was hat er Geld überhaupt? Wieso hat er Geld zum Hamburger essen, wenn er betteln? Hey, sind wir ehrlich, also ich habe gesehen, Pommes und Hamburger ist um die 15 Franken. Und 15 Franken für Pommes und Hamburger von bester Qualität, sehr ganz schön, ist eigentlich, wenn ich selber will kochen und mit dem Gas und mit dem Auffliegen und mit dem Abtragen und Posten und so, kommt es mir etwa gleich teuer. Plus, ich habe heute Morgen gemerkt beim Filmen, mein Morgenvideo, ich sehe sehr dünn aus. Das heisst, ich muss kräftig essen, ich muss gesund bleiben, weil das ist alles ein Grund. Und plus, ja, hey, der Krigi hat mir Geld überwiesen. Ich habe schon lange keine Spenden mehr bekommen, das ist so. Aber der Krigi hat gefunden, er muss mir Geld überweisen. Danke vielmals, Krigi. Wirklich danke, du bist so ein Geschenk. Und ja, darum ist es wichtig, dass ich das mache. Und dann eben noch zum Thema, hat er nichts geschafft. Mal, meine Tagesziele erreiche ich immer. Und sind wir ehrlich, ich kann jetzt nicht weiterbauen, bis alles unterschrieben ist und überschrieben ist. Es ist wie auch all die Leute, die, ja eben, es kann ja niemand mitmachen. Es kann ja niemand helfen. Wie was auch, bis das nicht geklärt ist. Also ich weiss ja schon, das Universum sagt mir schon, ich noch ein bisschen Geduld haben. Es ist alles schon bereit, es ist gewonnen. Eben, du darfst feiern, du darfst ins Wellness und alles drum und dran. Und eben das Universum, lieber Gott, sagt auch, danke vielmals übrigens, sagt mir, ich darf gut Mittag essen. Ja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich sagen, bis dafür, der ganze Hügel, da wird es schon noch brutal. Da oben wird es brutal, da kann man nicht mehr bewirtschaften. Aber bis da vorne hat es ganze Ställe und Häuser und alles drum und dran. Sieht man das? Ja, da hinten oben auf jeden Fall. Dort oben, wo die Sonne scheint, ist alles der Hügel. Und da ist alles, da oben hat es 1, 2, 3, 4 Gebäude, wo einfach dort stehen und bis zur Briggebahn, bis zur Lalde führen. Überall Land, das nicht bewirtschaftet worden wird. Nicht mehr. Verstehe ich auch. Es ist nicht mehr convenient, es ist nicht mehr einfach. Heutzutage will auch niemand die Drecksarbeit machen, sagt man dem, oder? Eben, nicht mehr. Es soll einfach sein. Oder, und vor allem soll es motorisiert sein und traktorisiert sein. Ich aber sage, wenn ich schon die Verantwortung übernehme, und die Stiftung wäre bereit, von hinten bis vorne, also bis die Lalde vorne, bis da, ab da, bis die Lalde zu führen. Ich wäre bereit, Verantwortung überzunehmen für den ganzen Stutz, für den ganzen Hang. Damit ich einfach zeigen kann, was es heisst, wenn es von oben aus wieder grün aussieht. Ich weiß, es wieder heisst, was Permakultur heisst für mich und für ganz viele andere Leute auf der Welt. Aber eben, wir können es einfach nicht zeigen. Und ja, und eben, es geht ja nicht darum, ich muss alles kaufen und ich muss alles besitzen, sondern einfach, ich will es bewirtschaften und es verwaltet alles. Es verwaltet alles. Und es ist so eine schöne Landschaft. Klar, Wald ist auch schön. Definitiv. Aber es ist auch Weideland und auf diesem Weideland können wir Fleisch produzieren, wir können Gemüse produzieren, wir können vor allem Obst produzieren, ganz viel Feins. Ich meine, der Oberwallis wäre eigentlich bekannt. Früher war es bekannt für Erdbeere. Haben die das gewusst? Es waren nicht Thurgauer Erdbeere, die man in der Schweiz gerne gegessen hat. Es waren Walliser Erdbeere. Der Südhang Erdbeere. Es ist Pflaumen, hey, Zwetschgen, Nüsse, Aprikosen, das weiss man ja. Hey, all das Zeug, der Oberwallis ist einfach himmlisch, was alles an Esswaren produziert werden in Oberwallis. Ich sage euch, auf dem Südhang, es hat genug Wasser. Ich habe das auf den Karten gesehen, die von den Satellitbildern aus. Es hat ein altes Bewässerungssystem, das Wohnsystem. Es ist alles vorhanden. Und unsere Vorfahren haben es auch schon gemacht. Und wenn ich da unten im Tal am Laufen bin mit der Bonnie am Üben,
bin ich nicht einfach am Laufen. Ich bin am Schauen, ich bin am Beobachten. Ich sehe den Schnee. Ich sehe ganz viele Sachen mit der Linse von der Permakultur. Und ich sage euch, auch wenn ich oben durchlaufe, hey, ja, drum, verbinde ich alles miteinander. Aber eigentlich gehe ich zum Mittagessen. Hey, und wer weiß, wer man so alles trifft? Ja, es wird Zufall. Zufall gibt es nicht so viel. Aber ja, wer weiß. Wir werden es sehen. Einen guten zusammen. I can do what I can. I know what I know, that I am special. Das ist gut. Pommes, Country Fries, das ist gut. Wirklich gut. Ciao. It is how it is, and I'm okay with that. I'm not perfect, but I try my best. I was born like this, I'm an overcomer, cause I know that everyone is special. Bionic Land. Hey, Bonnie und ich sind gerade im Postauto Richtung dort hin, wo wir müssen. Und hey, ich sage dir, es ist mega schön rundum. Ich bin noch nie da unten und da oben gewesen, aber rundum, hey, die Sonne geht auf und die Berge sind am Schimmern. Es ist wunderschön. Wow, es ist ein Flash. Bam! Und heute Morgen habe ich den Dominik getroffen. Der Dominik war etwa vor einem Jahr bei uns da oben gewesen und wollte einziehen. Und hat immer wieder, und dann musste ich sagen, nein, sorry Dominik, es geht nicht, du musst zuerst auf dich schauen. Hey, ich habe den heute Morgen gesehen, es war ein anderer Dominik. Hey, der hat sich gefunden und sein Strahlen, sein Lächeln. Hey, wow, das war noch schöner als die Berge rundherum. Ich sage dir, ich bin jetzt auf dem Weg zu einem Büro für ein Amt und für das Amt, das habe ich heute Morgen, glaube ich, schon verraten. Aber ich gehe da etwas beraten, weil ich habe heute Nacht geträumt und ich habe heute Nacht eine Erkenntnis gehabt. Und seit ich unterwegs bin, kommen mir immer mehr und mehr Erkenntnisse, immer mehr und mehr Puzzleteile fallen zusammen. Man sagt, ich sei unbelehrbar. Ich will euch sagen, und ich will es sagen, wie es erklärbar ist. Gott, sein Wissen ist gross, mein Gewissen ist rein und du, zusammen wird es Himmel auf Erde sein. Das ist das Ziel und ich sag's dir, es wird nicht mehr so real, es wird real, because my name is Colin and I'm following der einzige König und ich bis in Gericht. So schön, so fucking schön. Bionic Land. I am who I am. I can do what I can. I know what I know, that I am special. You are special. You are special. Also, ich bin im falschen Dorf. Nicht im falschen Film, weil ich bin genau im richtigen Film, mein Film, aber im falschen Dorf. Es ist nämlich so, ich habe in Maps einfach nur die Straße gegeben. Und die Straße hat mich da oben hingeführt. Ein wunderschönes Dorf, wo umsingelt ist von wunderschönen Bergen. Und ja, ich habe mega Freude. Ich bin total falsch, aber ich habe mega Freude, weil es ist mega schön, ich habe mehr gelernt, ich habe Zeit gehabt zum Sachen zu hören. Plus, hey, ich habe heute das Lachen gehört. Hey, wow, sie hat das Lachen gehabt. Das musste ich ihr sagen. Und dann stellt sich so, sie ist eine Filmemacherin und eine Nanny und alles miteinander. Ganz eine besondere Person. Von Kanada. Und ja, nein, nicht, dass ich mir jetzt irgendwelche Hoffnungen mache und denke, oh, da so und überhaupt. Sondern es ist einfach eine wunderschöne Begegnung mit einem wunderschönen Lachen und einem wunderschönen Ort. Und wow, ich bin gerade energetisch. Ja, ich habe einen wunderschönen Ausflug. Ponyhecken im Schnee wälzen. Oh, ich habe Freude. Ich habe mega Freude. Aber jetzt
weiss ich ganz genau, wo ich hin muss. Und ja, wie sagt man, alles passiert aus einem Grund. Und es hat sich so anscheinend verzögern, weil sonst kommt ich nicht genau richtig. So ist es. Jetzt komme ich dann genau richtig an. Und das ist mir klar. Der richtige Zeitpunkt. It's divine timing. Oh, danke Gott, dass ich jetzt da das Dörfli kennengelernt und das Lachen hören konnte. Was so schön, so schön. Und es wird immer besser, mein Tag. Es ist eben so. Ich bin heute Morgen einfach eben, nachdem ich den Traum hatte, bin ich losgelesen. Es ist nicht etwas, was ich schon lange plane. Es ist etwas, was mir heute Nacht gesagt worden ist beim Träumen, weil ich habe euch schon mal gesagt, ich arbeite mit meinen Träumen. Ich höre immer, wie wir hören. Und ich bin jetzt ganz froh, habe ich den falschen Weg genommen. Wirklich, weil ja, ich habe gar noch nicht, ich habe den ganzen Text, den ganzen Puzzleteil gar noch nicht beieinander gehabt. Für das, was ich jetzt machen muss. Und umso länger dass ich habe, um dort vorbereiten, ist das meine Vorbereitungszeit. Ich habe jetzt aber auch gerade, bin in einem Kaffee am Warten, bis der Bus kommt. Und ich habe ein Design im WC gesehen. Wow, das WC mega. Es ist Mann und Frau getrennt, also es ist nicht getrennt, es ist ein grosser Raum. Aber so Salontüren für Pissoirs, herrliche Idee. Muss ich gerade klauen, wenn ich pure wieder umdesignen. Weil ich muss ja, ich sage euch, hey, und schau mal, die Sonne scheint, kommt sie wieder unten, habe ich wieder gewonnen. Ich weiss, ich habe gewonnen, wenn die Sonne kommt. Und es strahlt mich ganz klar an, darum weiss ich, bin ich da. Am falschen Ort, aber genau richtig, aber ganz genau richtig. Die Frequenzen auf Radio 99,9 sind ganz klar da im Ohr. Gott so, ich höre dich Gott, danke vielmals und thank you. Haha, danke. Wow. Und die Schönheit sehe ich auch. Und ich spüre dich. Ich spüre, dass du am Hören bist und jetzt auch gerade am Lachen bist. Ich habe Freude. Ich habe so Freude. Ich habe Freude und ich weiss, die meisten, die sind mir egal, werden es mir nicht glauben. Aber du, wo genau weißt, weißt. Die Sonne macht mich sicher heiß. So, jetzt müssen wir anfangen zu filmen, weil ich habe gerade den Sebastian kennengelernt und er hat mich jetzt weitergeschickt zum Parlamentshaus, weil da nehmen sie mich nicht ernst und seit Mai 22 nehmen sie mich nicht ernst. Ich muss keinen Namen nennen, der Sebastian hat gesagt, ich soll zum Stadtpräsident, also gar nicht zum Stadtpräsident, der Chef persönlich. Also, eins nach dem anderen, weil eben heute Morgen bin ich aufgestanden und Gott hat gesagt, Colin, heute setzt du dich durch. Und es gibt keine bessere Lösung, gehen wir nicht heim. Weil in der Permakultur reden wir von Lösungen. Genau so ist es. That's right. You just being you. Bionic Man. It's all good. And so you should be free. To just be you. As I, free to be myself. So, es ist Donnerstagmorgen. Gestern Mittwoch habe ich, glaube für das Wochenvideo nicht viel aufgenommen. Ziemlich sicher nicht. Ja, ich habe dafür anders als meinen letzten Schachzug habe ich gespielt. Mal schauen. Weil, ja, das ist der letzte Schachzug im Schlacht. Entweder bleibe ich da oder ich bin dann weg. Das seht ihr dann. Ich sehe es auch. Ich habe echt keine Ahnung. Aber weißt du, was ich weiss? Ist, dass solange ich noch da bin, mache ich meine Tagesarbeiten. Genau gleich, wie ich es immer machen würde. Ja, ich habe die Hühner schon draussen, die Esel sind noch unterwegs. Aber sie haben auch noch zum Morgen, das Wasser muss gemacht werden, Kompost habe ich gestern schon gemacht. Heute muss ich es vielleicht noch machen, aber es kommt regnen, das ist gut. Es braucht nass. Dann muss ich zu den Schafen rauf, dort braucht es nochmal weit. Aber das zeige ich euch, es ist schon recht weit auf der einen Seite. Ich mache es wieder auf. Herrlich, wie das läuft. Und ja, genau.
Und dann bin ich aber auch gespannt. Ich bin wirklich gespannt wie ein Bogen. Aber es ist nicht gelogen, wenn ich sage, ich nehme es, wie es kommt. Weil es kommt gut. Weil Gott ist auf meiner Seite. Die Frage ist, wirklich, die gestellt worden ist. Und das kommt nicht von mir, das kommt wirklich von Gott. Das musst du probieren, verstehen. Ist, ob Oberwallis Gott oder der Teufel da in der ersten will. Weil der Teufel will einziehen, ganz klar, er ist ganz fest laut. Wie du kommunizieren, das müsst ihr selber realisieren, das habe ich schon wie gesagt und dargelegt. Kann auch bewiesen werden, das ist kein Problem. Follow the money, sagt man doch schön so. Follow the money and you'll find the honey bunny. Ja, auf jeden Fall, ich mache jetzt weiter, weil das ist meine Verantwortung und das ist meine Verpflichtung. Und bis dann, ist es so, wie es ist. Bionic Man. Also ihr kennt ja meine Devise, jeden Tag besser werden. Ich muss ja nichts mehr beweisen, aber ich will es euch gleich zeigen. Jetzt habe ich da alles zusammengebündelt wie ein Päckchen und ich hoffe, ich kann es jetzt einfach so tragen. 10 Pfosten und einen Zaun, damit ich weiter machen kann. So. Mein Gimbal hat schon einen Spinner drin. Ja, die Technik, ich sage euch. Hei. Aber nichtsdestotrotz, ich finde immer eine Lösung. Und die Lösung ist jetzt so. Ich gehe runter, mache die Weide weiter grösser, damit sie weiter haben können. Vorher zum Stall, damit sie zurückkommen, weil dann schreie ich, kommt alle in den Stall. Und dann kommen sie, gehen ihr zum Morgenessen. Dann mache ich grösser und dann Pfosten und dann komme ich wieder heim und dann ist es 9 Uhr. So ist das. Und vielleicht habe ich bis dann wieder Strom und vielleicht gibt es bis dann wieder eine Lösung. Aber auf jeden Fall habe ich bis dann alles gelöst. Oh, da bin ich. Bis dann habe ich dann alles gelöst, was ich machen muss für den Tagesauftritt. Und dann kann ich weiter puzzeln. Hey, ich habe mich jetzt gerade festgelegt auf ich habe mich gerade festgelegt auf wie das Wochenvideo wird heissen. Es wird eine Frage sein. Und die Frage wird sein, es nimmt mich Wunder, wer realisiert, was wirklich da in Dresden passiert. Ich bin jetzt da oben bei dem Geschäft. Mein Gimbal eben, muss ich noch herausfinden, der spinnt gerade. Da hänge ich an. Ganz klar, Madeleine ist draussen, das einzige weiße Schaf, macht sie es anders als all die Schwarzen. Ja, wie könnte es denn anders sein? Also, jetzt habe ich den Haken da, die Pfosten lasse ich da, mit dem Haken gehe ich rauf, hänge an, komme zurück, da an, dann kann ich mit den Pfosten wieder zurück, dann bin ich zweimal gelaufen und es ist im Fall schon dann vorbei gewesen. Ich kann dann zum Strom raufgehen, die Schaf folgt mir. Ich gebe ihnen zum Morgen frisches Wasser, komme wieder zurück, hänge alles zusammen und dann bin ich schon fertig zum Gehen. Wow. Kommt! So, der Haken ist im Apparat. Jetzt laufe ich Richtung Stall. Und vermutlich, ausser das ist der Vorführeffekt, kommen alle. Also der Josh, der kommt zuerst vom Laub jetzt. Ja. Und der Josh findet immer, hey, ich will der Chef sein. Ich muss vorausgehen. Aber Josh, versteh, ich bin zwar der Mensch und deswegen euer Hirt. Und eins kann man mir nicht vorwerfen. Ich habe es nicht probiert. Und ich habe es auch nicht studiert. Aber ich habe es gelernt. Und sie kommen alle. Gehen wir ab in den Stall.
kommt. Außer die Madeleine. Sie ist nebendurch. Ha! Aber als weißes Schaf. Was will man noch mehr? Girlie, die Liebe. Und das Tüpfli. Und Joanna. Joanna ist mein goldiges Mädchen. Das Röteli. Ich habe gerne Röteli. Ich habe 2 Esel im Auge gefasst, die ich gerne hätte. Das sind auch Röteli. Ui, ich habe gerne Röteli. Das sind, weißt du, die besonderen. Ui. Nein, auf jeden Fall. Hey, ich träume immer noch. Ich träume und glaube immer noch an den Dresden. Dass es könnte Gottes Garten werden. Für das bin ich ja da. Und auf jeden Fall werde ich es geniessen. Bis zum letzten Moment. Gell, Schäfli? Schaut. Wirklich, einer nach dem anderen. Eine Reihe, wie in der Schule. Wie dort mal in der Kita. Kommen Kinder. Ah, da sind die Buben. Die Buben sind auch schon am Warten. Am Garten hier. Oh. Hey, ich sage euch eins. Es gibt nichts, was nicht möglich ist. Und es ist nicht nur von der BD Toyota so, sondern auch hier in Dresden. Ich sage euch, ein bisschen Brot für die Not. Und so bin ich bereit. Kommt alle rein. 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 Ja, schon. Ja, langsam. Langsam, einer nach dem anderen kommt dran. Ist klar, jeder hat sein Brot verdient da. So, hier sind feine Schöpfe. Kommt alle rein. Kommt alle rein. Kommt alle rein. Kommt alle rein. Kommt da. Kommt da. Kommt da. Kommt da. Kommt alle rein. Natja. Lo que sé, soy así de especial. Soy diferente, soy especial, no más que tú, nadie es igual, cada uno es único, So. verás. Die Schafe haben jetzt ihren Morgen. Sie sind eingesperrt, die Buben, die machen sowieso was sie wollen. Die haben auch ein bisschen Brot gehabt, die brauchen einfach auch eigentlich einfach kein Heu. Die sind genug feiss. Ja, das weiss ich, weil ich es gesehen. Auf jeden Fall kann ich jetzt in aller Ruhe umweiden, also aufmachen, zusammen machen, Pfosten stecken. Weil ich muss ja zurück zum Strom einstellen. Also lasse ich ja eben die Schafe gerade dort zum Morgen essen. Und so ist es einfach nur noch gemütlich. Versteht ihr, was ich meine? Wirklich. Einfach Tag für Tag wird ich besser. Tag für Tag, jeder Übungsfeld macht mich stärker, macht mich besser. Und ja, ja es ist einfach, es ist da, um euch erklären. Weil die Lösung ist sich nicht beschweren, sondern einfach zu machen. Und über jeden Scheiß einfach zu lachen. Wie der Sam es gesagt hat, Tag für Tag sich neu entfachen. Ha! So ist es. Vielleicht bin ich nicht ganz bachen. Zwischenzeit weiss ich bin am Bachen und ich gehe auf. Mit Gottes Schnuff. Oh, Gott ist groß, Gott ist gnädig. Oh, bin ich froh. Tenemos algo especial. Bionic Man. So, kommen wir zum Abschluss von dieser Woche. Ich weiss jetzt überhaupt nichts mehr. Wirklich, ich habe losgelassen, es liegt nicht in meinen Händen. Ich sitze schon den ganzen Morgen im Zuckerpuppen, am Videos schneiden und zusammenstecken. Die ganze Woche hat für mich da hingeführt, gesehen, oder habe ich jetzt gesehen. Und ich bin im reinen Gewissen, egal was passiert. Natürlich, wenn es nach mir geht, wenn ich selber wählen könnte, würde ich bleiben, tue ich bleiben.
noch so gerne Verantwortung weitertragen, weil ich glaube, Oberwallis ist ein Teil der Lösung. Ich weiß, ich bin ein Teil der Lösung und ich glaube, Triestad ist ein gutes Beispiel. Wie ich mit dem heutigen Tagesbeispiel-Video gesagt habe, das ist mein Führungsstil als Beispiel voraus. Jetzt habe ich genug gesagt, ich habe genug geredet, ich habe genug gezeigt, ich muss nichts mehr beweisen. Es ist jetzt Mittag um 12 Uhr, so kurz 12 ab 12 Uhr, sagen wir 12 ab 12 Uhr. Und bis um 5 Uhr habe ich den Auftrag zum Warten. Dann mache ich den Bauernmarkt fertig und dann weiss ich, ob ich gehe oder bleibe. Bis um 5 Uhr, Oberwallis. Es ist ganz einfach, es sind 3 Knopfdrücke. Jeder weiss es. Die richtigen Leute wissen, was man machen muss. Es ist politisch lösbar. Dass ich bleibe, dass Gott im Oberwallis bleibt, es ist nicht meine Entscheidung. Wirklich, mein Chef, wer mir nicht glaubt, dem sei es erlaubt, mir nicht zu glauben, muss man auch nicht. Es ist eine freie Wahl. Ihr habt eine freie Wahl. Wenn der Gott oder der Teufel in Triestad, das ist ganz klar. Ist alles dokumentiert. Alles dokumentiert. Ich muss nichts mehr sagen, außer danke vielmals fürs Schauen, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren. Ich kann euch eins garantieren, egal wo ich bin, mein Kanal geht weiter. Der Kanal, wo wir jetzt sind, mein Facebook, mein YouTube, das geht alles weiter. Das kann man, nennen kann man alles und jeder Name kann sich ja ändern, das ist ja so. Also, es wird weitergehen. Also, abonnieren, dann siehst du wo auch immer, dass was wird passieren. Wirst nichts verpassen, wirst dabei sein. Liken, wenn es dir gefällt, kommentieren, wenn es dir was auch immer zu sagen hast. Und auf jeden Fall kann ich dir eins sagen, wenn du dein Beste gibst und das Beste bist, wo du überhaupt bist, dann kann die Welt nur noch besser werden. Es nennt sich der Schmetterlingseffekt. Haha! Schmetterling kann da flattern. Und dort gibt es schöne Sachen. Und hey, don't forget to smile. Immer schön weiterlächeln. Weil das Leben ist einfach wirklich schön. Und viel schöner ist es, weil es dich gibt. Tschüss zusammen, gute Woche, bis bald. Ser quien soy me hace libre. Ser quien soy Ser quien soy me hace libre. me hace libre. Yo soy lo que soy. Bionic Man. Ser quien soy me hace libre.